unsere Geschicht Nummer 65. Ditmal vertellen wir weiter noch mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden manchmal von Lateinamerika triggjekommene Mennoniten in Süd-Ontario. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass Prediger John D. Friesen seine Plautdietsche Radiopredigten in Süd-Ontario von Tilsenburg uit am Herbst 1964 über die Luftwellen ausgestrahlt worden. Diese Radiopredigten beeinflussten und motivierten eine Gruppe oldkolonische älteren und jugendliche Personen in der Elmer, Ontario Gegend, den begabten Radioprediger John D. Friesen, wo er auch als Evangelist all weit und breit bekannt geworden wäre, der in Saskatchewan wohnt, nur der Elmer Gegend heimzukommen und andauernd mit seinen Predigten persönlich zu dienen. Die oldkolonische Familien, ihre Abendversammlungen wurden in ihre Heime aufgeholt und da kamen jeder Abend bald 80 Personen. Prediger Isaac J. P. Friesen von Winkler, Manitoba, wir mit John D. Friesen taub nach Süd-Ontario angekommen und nahm da auch teil an diese Oldkolonier durch Predigten zu bringen. Wir Oldkolonier haben in Mexiko viel gute Bußpredigten gehört, besonders als wir zu dem sogenannten Jugendunrecht gingen. Und als wir gedeiht worden sollen, dann haben wir alle verschiedene Fragen beantwortet. Wenigstens eine von diesen Frauen war eine sehr wichtige Frau. Zu der Frau, ob wir dort glaubten, dass Jesus Christus die Welt Heiland war und dass uns persönlicher Heiland war, haben wir damals alle Ja gesagt. Viele haben diese Frau höchstwahrscheinlich nicht in voll verstanden. Aber ich verstand die ziemlich gut und ich sehe ein ganz abrechtes Ja dazu. Ich habe meine Sündenschuld bekannt, habe das im Glauben angenommen, dass Jesus meine Sündenschuld am Kreuz auf Golgatha mit seinem heiligen und anschuldigen Blut durch Vergeten für mich bezahlt hat und dass mir die vergeben hat. Und mit dem ich das persönlich annehme, wäre mein persönlicher Heiland geworden. Ich leite mich auf diesem Bekenntnis deipen und viel Gott und glücklich darüber. Aber dann, als wir in der Neuenburg, ich glaube, dort wären 42 jugendliche Personen auf unsere Knien liegend gedeiht worden wären, und der Älteste uns einzelwies an der Hand geführt, abgeholfen, und als Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern an die Gemeinde willkommen geheißen hat, dann muss wir noch weiter so eine halbe Stunde staunend zuhören, wo er uns, so als er dort nannt, sehr bedüren muss. Ich will hier gar nicht alles weitergeben, was der Älteste uns damals sieht. Aber er sieht zu uns Jungs, artige so eine Dinge aus, wenn je einmal weiter das Gurt, das Belt anschnallen, dann habt ihr das alle nicht geholfen. Und zu den Mädchen sieht er artige so eine Dinge aus, wenn je einmal weiter die leichte Stramp antragen, dann habt ihr das alle nicht geholfen. Das verdarf mich zum großen Teil meine Freude an, dass ich nu ein Kind Gottes geworden bin. Meine Seligkeit soll nu von so eine Dinge aufhängen, als niemals weiter in Gott zu brücken, dort mögt für mich kein Sinn. Das kann ich nicht verstehen. Da ich gute Bußpredigten die Jugend bringen, dass sie sich zu Jesus Christus bekehren und ab ihrem Glauben an Jesus Christus deipen lassen und Gemeindenglieder worden, und dann diese junge Glieder, und es steht durch Heilsgewissheitspredigten, fast gegrinnt worden halten, so dass sie dort aus Kinder Gottes verstanden lehren, dass Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 für an alle im Gebet entsteht und an verspricht, dass keiner an mehr aus seiner Hand rieten kann, dann an sehr bedüren in ihre Seligkeit von menschlichen Geboten holen aufhängig merken, das ist nicht biblisch und das könnte keine Heilsgewissheit führen. Dabei fehlen so viele Menschen so, dass sie nicht weiten können, ob sie waren können seilig sterben, wenn das mit Anbot durchkommen wird. Dabei verstehen so viele Menschen dort nicht, was Johannes in 1. Johannes 4, Vers 12 sagt. Wer den Sinn Gottes haft, der haft das Leben. Wer den Sinn Gottes nicht haft, der haft das Leben nicht.
Im Februar 1965 hadden de Eiam am Trigjjekomme John D. Friesen von Saskatoon, Saskatchewan en Isaac J. Friesen von Winkler, Manitoba, durch ihre Predigten viele oldkolonische Personen beter verstonen geholpen, wat het bedient, Jesus als persönlichen Heiland, Erlöser oder Rader anzunehmen en dan seine Jünger, seine Schüler oder seine Nachfolger zu worden. En viele Personen mögen an diesem Deel ihre persönliche Entscheidung krijgt, dort zu leben und zu tun. Im Juli 1965 kwam Predja John D. Friesen en zijn Bruder Predja David Friesen naar de Aylmer, Ontario gegend en hielden daar weiter eine Werkabendversammlungen met oder oldkolonische Families von Mexiko. Ditmal aber in einem alten United Church Kirchengebiet, wo binnen voor 130 Menschen ruim war, atelijke Mil Norden von Aylmer. Viele oldkolonische Lieder Interesse an evangelische Predigten zu hören an der Plautdietsche Sprach hat sich seit Februar sehr vermehrt. Das kleine gewesene United Church Kirchengebiet wird Abend für Abend voll. Weiter können viele Menschen dort voten und annehmen, dass sie entweder all durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden wären, oder dass sie dort waren und bleiben können, dass sie nicht immer zweifeln brauchten, ob sie auch wirklich mit Gott versöhnt wären, und dass sie mit einem solchen Eng von ihrem Leben rechnen können, wann das Bato kommen wird, dass sie in der Ewigkeit überwohnen würden. Dass ein biblisches Hoffen, ein fast gegründet, damit rechnen bedient. In diesem Werk, im Februar 1965, aus der Predjas John D. Friesen und Isaac J. Friesen an der Aylmer gegend wären, wird das kleine Kirchengebiet mit Kirchenbänken und Pianotop gekauft für $700. Und im September 1965 kam der Ola gewesene Rüdnerweider ältester Johann J. Friesen von Altona, Manitoba nach Aylmer und dann eine Gruppe oldkolonische Familien durch aus Predja, was im November. Und dann kam Jakob Neudorf von Manitoba und dann an aus Predja für ein paar Werk. Und dann im November trokken Predja David und Helena Friesen naar Aylmer en übernehmen door de Eiam am Arbeit mit den oldkolonischen Families. Durch den 1965-66 Winter kamen immer noch mehr oldkolonische Families in die kleine gewesene United Church. Und all an diesem ersten Winter wurden Pläne gemerkt, die erste Eiam am Kirche zu bauen, ein paar Mil osten von Aylmer, gegen die Summers Corners Schule an der anderen Seite vom Hochweg. Von beiden Kirchengebieten sind Bilder auf der 265. Seite an dem Buch von Jack Hepner, Search for Renewal, oder The Story of Rüdnerweider Eiam am 1937 bis 1987. Die neue Aylmer Eiam am Kirche wird angesehen am 19. Februar 1967. Diese Aylmer Eiam am Kirche ist al 3-mal gerade gemacht worden. Und an der vandaagse grote Kirche waren jeder Sonntag 3-mal Sonntagmorgen Gottesdienste oder Andachten gehouden. Einmal in Plautdietsch und 2-mal in Englisch. In de eerste jaren wordt in de Aylmer Eiam am Kirche meestens in Plautdietsch gepredigt, angeblich doorwegen dat de meeste van Mexiko gekommene oldkolonien niet goed genoeg Jodisch verstonden, en doorwegen dat de Kinder en Jugend in de Ontario-Schulen geen Hochdeutsch leerden. Dat laatste stemmt vielleicht, aber dat eerste weer vielleicht gerade so viel eine Uitrede für die Predjas, nicht in gutes Jüdisch lehren zu brauchen. Dann nicht alle anderen werden dafür, dass bloß einmal in Plautdietsch gepredigt worden soll.
En viele Eltern wollen auch Jahren haben, dat ihre Kinder auch die jüdische Sprache gut lernen sollen. Man fängt an der Elmerkirche auch noch an, mit der Oldkolonie ihre Kinder Sinne und Jüdisch zu lehren, aber irgendwo kam dort niemals zu einem guten Anfang. Im Sommer 1968 fuhren meine Frau und ich mit einer Klaas-Reimer-Familie von Riverton, Manitoba, mit nach Süd-Ontario. Reimers fuhren dort zu Peter Penner und Eva Reimer, ihre Kast. En wir wären noch mal gerade bei Isaac Reimers angekommen, dann sagte die Reimer zu mir und Klaas Reimer, seid ihr schwind an meine Kornen, ich will noch schwind ein Bett ab Geschäften fahren, aber dann können wir all nobren beim Fahren. Und wir drei fuhren schwind noch etliche Städten hin, so schwind als mal Isaac Reimer wohin fahren können. Ich hatte meine Orientierung all gar nicht richtig klar, als wir bei Isaac Reimers angekommen wären, aber als Reimer uns noch schwind noch viele Städten mit angenommen hat, und dann mit einmal hastig weiter ab ihrem Hof ankam, dann kann ich dort wohl sein, dort wir weiter ab Reimers ihren Hof wären. Aber den Hof stund nu kreigt an der anderen Seite vom Hochweg, als dann, als wir von da weggefahren wären. Meine Richtungen wären erst alle nicht ganz klar gewesen, aber nu wären die so verwäscht, dass meine Orientierung der Weg über Kriesel rund bleibt, wo immer wir selbst noch anfuhren. Als ich mich noch nicht mehr tracht drehen kann, sehe ich mit der Zeit zu mir selbst. Hier in Süd-Ontario gibt es kein Norden oder Süden, noch kein Osten oder Westen. Hier gibt es bloß ein Links und ein Rechts. Aber dort Reimers ihre Forum bald an einer Seite vom Hochweg stehen können und bald an der anderen Seite, damit habe ich mich schwer zurechtfinden gekonnt. Ich schrieb dort schließlich die Reimer sind besonders bosiert Romeo und Tau. Aber ich hatte dadurch nicht bloß eine kriselnde Himmelsrichtung gekriegt, aber auch einen sehr schmeichelnden Fischbraten. Dann mit einmal wie wir in Port Burwell, und da kauft die Reimer Fisch, die rein und reut wären zum Broten. Ich würde an dem Tag aber auf keinen Weg nach Port Burwell angefangen haben. So kriselnd wie ich geworden bin, mit Isaac Reimer schwer noch nur so viele Städten anfahren. Während wir in Süd-Ontario viele von unseren Freunden, die von Mexiko dahin getroffen wären, besuchten, waren wir dort an der Elmer am Seitweg mehrere paar Eltern von große Familien wären, wo sie nur einen Weg suchten, ihre Kinder ein gutes Jüdisch lehren zu lassen. Und wir erfuhren da auch, dass die Lied von der Kitchener Gemeinde Gottes so eine Eltern all gesagt hatten, dass sie willig sein würden, nach Elmer zu kommen und mit ihren Kindern die Sinne-Schule zu haben. Wir möchten dort an etliche von unseren Freunden, dass sie sehr daran dachten, die Gemeinde Gottes ihr Angebot anzunehmen. Dann einige Eltern in der Elmer Gegend hatten Geschwister, die in der Kitchener Gegend in Ontario wohnten, und dort hat die Gemeinde Gottes ihre Gottesdienste fuhren, wo in einem guten Jüdisch geholt worden, und wo auch ihre Kinder ein gutes Jüdisch lehrten. Aber was gibt diese von Mexiko gekommene Eltern so ein großes Verlangen, ihre Kinder ein gutes Deutsch lehren lassen zu wollen? Einige von unseren Freunden vertelten uns so eine Geschichten aus. Wir wären mit unseren Kindern zu Weihnachten nach Mexiko gefahren, unsere Eltern dort zu besuchen, und unsere Geschwister von Manitoba wären mit ihren Kindern auch da. Und denen ihre Kinder sehen ihre jüdische Weihnachtswünsche und Weihnachtslieder für ihre Großeltern und für uns alle, so schmeckt deutlich und klar verständlich ab, dass die Eltern ihre Horten und auch unsere Horten dadurch geredet wurden. Unsere Eltern wunderten sich darüber, dass ihre Großkinder von Manitoba ihre Wünsche viel deutlicher und klarer verständlich absagen können, als ihre Großkinder in Mexiko dort können. Und weil unsere Kinder keine deutsche Wünsche verbringen können, wurden unsere Geschwister von Manitoba dort sehr gelobt, dass ihre Kinder in einem guten Jüdisch ihre Wünsche und Leider verbringen können, und wir wurden ausgelohnt, dass wir unsere Kinder in Ontario kein Deutsch lehren leiten. Das tut uns sehr, sehr weh.
Wir folgten an einige von unseren Freunden in Süd-Ontario all im Sommer 1968 ganz klar. Dort, wann der Eiermann Zeitwerk an Elmer nicht bald anfangen wird, mit gute deutsche Unrechtsklassen haben und de Zinnowens für ihre Kinder und auch an ihre Sonntagsschulklassen in gute Plautdietsch zu unterrichten, dann würden sie auf die Gemeinde Gottes ihrem Angebot angehen und ihre Kinder von an ein gute Plautdietsch lehren lassen. Als wir zurück in Manitoba angekommen wären und hier mit meiner früheren Onkel und Tante Trigjjekomme Friesen von unseren Erfahrungen in Süd-Ontario reden, von wo Jahren durch viele Eltern ihre Kinder ein gutes Plautdietsch lehren lassen wollen, dann seht ich zu Onkel Isaac ungefähr so. Die pochen manchmal ein Bett mit, wo viel von der Eiermann sei Gemeindeglieder in Manitoba und besonders in Winkler gute Schullehrer sind. Und ich habe keine Ursache dort nicht zu bleiben. Aber warum würde ich dann nicht mal etliche von jenen guten Schullehrer zuroten, sich in der Elmer Gegend wo als Schullehrer zu vermeiden und dann dort in der Elmer Eiermann Zeitwerk eine gute deutsche Sinnowensschule anzufangen. Dort wird noch viele ukrainische Familien auch in jene Kirche anbringen können. Aber Onkel Isaac sagte damals zu mir ungefähr so. Dort ist nicht, was unser Lied in Ontario fehlt. Den fehlen dort bloß gute plautdeutsche Predigten, da ich wohne sie dort Wort Gottes verstehen lernen können. Und dann seht ich zu ihm, vielleicht ist dort nicht wirklich alles, was unser Lied dort fehlt. Und auch wenn dort in Wirklichkeit alles wäre, was an fehlt, dann wird dort doch noch Weis von uns sein, wenn wir uns versuchten, an so eine älteren ihre Lehre zu versaten und versuchen zu feilen, wo wir dort tun können, wenn die Schwester ihre Kinder vor einem gelobt worden für ein gutes Deutsch gelehrt haben und einer selbst dann für alle Geschwister ausgelohnt wird von seinen Eltern, während seine Kinder nicht ein gutes Deutsch lehren lassen. Wir müssen hier weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika, Trigjjekomme Mennoniten in Süd-Ontario. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.